Was glaubt, wird selig. Ganz ehrlich, selig werden, das wünsche ich uns allen. Glauben auch. Und für das müssen wir die Fragen stellen. Letzte Woche haben wir darüber geredet, Dani hat uns mitgenommen auf die intensive Reise vom Hiob, der Fragen gestellt hat. Und wir haben festgestellt, Fragen sind erlaubt. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Fragen, ich würde sagen, müssen gestellt werden. Keine falsche Zurückhaltung bei Fragen. Der Hiob, ich weiß nicht, ob man von einem Happy End reden kann, aber er hat etwas bekommen, weil er gefragt hat. Was und wie das genau gelaufen ist, zu dem kommen wir heute nicht. Hört es nachher, eine grosse Empfehlung. Oder die letzte Woche da waren, die dürfen es natürlich weiter erzählen. Einfach nicht jetzt. Heute reden wir auch über Fragen. Heute reden wir darum, wie wir mit Fragen so umgehen können. Und für das gehe ich gerade hier rüber. Wir haben hier so ein kleines Gebäude aufgestellt, ein paar Bachsteine aufeinander. Es gehört noch ein bisschen mehr zu einem richtigen Gebäude, das ist mir bewusst. Auch wenn ich nicht aus der Branche bin, aber das steht für so eine Glaubensmauer. Jetzt Mauer nicht als Grenze, sondern so einen Aufbau oder vielleicht ein Glaubensgebäude oder der Anfang von einem Glaubensgebäude. Es ist nämlich so, dass das, was du glaubst und das, was ich glaube, das ist nicht einfach die Essenz aus jahrelangem objektivem Bibelstudium, oder unser ganzes Wissen, das wir hier ausgewertet haben, sondern das, was du glaubst und das, was ich glaube. Das ist eine Sammlung von Überzeugungen, die über die Jahre, bei den einen ein bisschen länger und bei den anderen ein bisschen weniger lang, zustande gekommen ist. Und all diese Überzeugungen, die haben wir irgendwo bekommen, vielleicht im Alpha-Life-Kurs. Oder vielleicht von deinen Eltern oder von guten Freunden. Vielleicht hast du das Buch gelesen. Vielleicht hast du die Bibel gelesen. Überzeugungen sind der Aufbau von unserem Glauben. Und da reden wir von Überzeugungen, die vielleicht ganz tief gefunden sind, wo Gott ist gut. Das könnte so eine grundsätzliche Annahme sein. Oder an anderen Stellen hat vielleicht der Name Gott versorgt. Gebet wirkt. Ist vielleicht ein weiterer Stein in unserem Glaubensgebäude. Vielleicht hast du aber auch Sachen, die ein bisschen kontroverser sind in der heutigen Zeit. Gott straft. Ist vielleicht auch so ein Stein, den du nicht wegbringst, oder? Gott ist gerecht, ein weiterer. Die Bibel ist wahr. Oder dann gibt es vielleicht noch so Grundsätze, Überzeugungen, die sagen, einen freien Willen haben wir geschenkt bekommen von unserem Gott. Oder dann sind auch Werte drin, wie zum Beispiel, dass Ehrlichkeit etwas enorm Wichtiges ist. Das war nicht abschliessend. Das ist so nicht meine Haltung. Teil finden wir, im Teil nicht. Teil sind wir wahrscheinlich ähnlich unterwegs und Teil nicht. Das sind noch ganz andere Sachen. Unsere Überzeugungen, die wirken auf den ersten Moment noch recht stabil, oder? Man müsste vielleicht noch etwas machen, oder? Aber irgendwann kannst du darauf bauen. Und dann kommt das Leben. Und du erlebst Zeit mit Gott, so wie du es überzogen bist, dass du es erlebst. Grossartig. Und es blüht etwas auf. Du erlebst Gott als gut. Wenn du die Bibel liest, bist du inspiriert. Dein Gebet wirkt tatsächlich. Du hast immer genug von allem, was du brauchst. Vielleicht sogar noch etwas darüber aus. Und so passiert es, dass dein Leben aufblüht, oder? Das kann schon mal passieren. Wenn das, was da unten deine Überzeugung ist, auch oben zum Blühen kommt. Grossartig. Ich habe die Lego gestohlen bei meinen Kindern, ich gebe sie dann nachher wieder zurück. Es blüht einfach nicht so schön wie Lego. Nein, egal. Das Leben bestätigt, was du überzogen bist. Aber das Leben, und das wissen wir alle, hat auch noch mehr zu bieten. Es kann zum Beispiel sein, dass du, wenn du ein bisschen rumschaust oder selber dein Leben anschaust, dass da plötzlich Gewalt ist. Obwohl Gott gut ist. Das ist eine Pistole, Kinderpistole. Klebt nur. Oder du schaust ein bisschen in die Welt aus und du merkst, da gibt es Menschen, die sterben ohne Versorgung. Viele Kinder. Wegen einem leeren Tower.
obwohl Gott der Versorger ist. Oder die Bibel ist nur noch leer. Sagt er nichts mehr. Du lesest, oder du lesest vielleicht auch nicht mehr. Du merkst, es sagt mir nichts. Und dann ist da die Gerechtigkeit, oder? Ich habe dafür einen Ball mitgenommen. Immer dann, wenn ein Ball im Spiel ist Gerechtigkeit höchst umstritten. Immer so 50-50 meistens, oder? Obwohl wir einen gerechten Gott haben. Und plötzlich kommen Erlebnisse, wo unsere Überzeugungen, unser Gemüt herausfordern. Es passt irgendwie nicht zu diesen schönen Blümchen, dass da plötzlich noch ein leerer Tower ist und Gewalt und all das Zeug. Es passt nicht. Und man kommt ein bisschen ins Nachdenken, das ist jetzt sehr schematisch, ich weiss, du hast ganz eigene Beispiele, die vielleicht nicht passen. Und man stellt sich dann vielleicht die Frage, ja, irgendetwas muss in diesem Fall falsch sein. Weil wenn es nicht passt, dann ist etwas falsch. Und die Spannung kann man auf 2 Wege lösen. Man kann sagen, also wenn ich die Welt anschaue, nehmen wir jetzt das Beispiel der leeren Tower, dann kann ich eigentlich nicht glauben, dass das da stimmt. Dann glaube ich eigentlich nicht, dass Gott versorgt. Ich glaube nicht, dass er gut ist. Und Gebet bringt ja nichts, weil wenn er ja nichts macht, muss ich auch nicht beten. Die Erfahrung gewinnt, weil es ist ja real, es ist frisch und neu. Und die Überzeugung wird über einen Haufen geschossen, weil sie irgendwie keine Antworten liefern. Und ich baue mir nebendran etwas Neues auf. Außerhalb vom Bild geredet, in unserem Leben ist das vielleicht in 3 Jahren weg von Gott, weg von Kirche, weg vom Glauben, weil all das nicht mit dem übereinstimmt, was ich erfahre. Das ist vielleicht das eine Extrem. Das andere ist auch bekannt. Ja, wir kennen es, wenn es nicht passt. Ja, dann wird es passend gemacht. Und du findest eine Begründung, warum jetzt das genau so ist. Und du flickst irgendetwas zusammen, warum jetzt genau Gewalt hat eben doch noch ist. Und Gott gleich gut ist. Und so finden wir Lösungen, wie wir können all die Erfahrungen, die das ein bisschen herausfordern, wie wir das doch reinbringen können, oder? Ja, da betet jemand halt vielleicht nicht genug. Vielleicht zu wenig Glauben, steht da schon in der Bibel, oder? Und vielleicht fangen wir dann an, noch stärker für das zu kämpfen, was wir eigentlich müssten sehen, obwohl wir es nicht sehen. Und wir für einen Kampf kämpfen, dass unsere Überzeugungen wahr werden, wo ich nicht sicher bin, ob uns das weiterführt. Die Erfahrung gewinnt, vielleicht gewinnt auch die Überzeugung, aber das eine muss falsch sein. Wie so oft gibt es einen Mittelweg und ich gehe ein bisschen weg von unserem Mürli. Es gibt einen dritten Weg und da leitet uns die Bibel nach. Und ich nenne den Weg die Suche nach Wahrheit. Das ist der Weg, der nicht einem Erlebnis verpflichtet ist oder einer Überzeugung. Der Weg, wo ich muss sagen, das ist richtig oder das ist richtig. Sondern das ist der Weg, der der Wahrheit verpflichtet ist. Der Weg, der sagt, ich kann es nicht lösen, also muss ich mich weitersuchen. Es sind nicht billige Antworten, die dann zählen. Es sind auch nicht schnelle Antworten, die dann zählen. Sondern es ist die Suche nach dem, was wahr ist. Und ich muss da eine kleine Warnung geben, oder? Wir reden schnell mal von Wahrheit. Die Wahrheit. Ich rede heute eigentlich nicht über die Wahrheit. Auf der Suche nach Wahrheit müssen wir uns mit Teilwahrheit zufrieden geben. Nicht Halbwahrheit. Das ist etwas anderes. Das lässt bewusst Sachen raus, damit man nicht so lügen muss. Aber eine Teilwahrheit ist ein Teil der Wahrheit. Ein Teil von dieser Erkenntnis. Es anerkennt, dass wir es nie ganz werden sehen, nie ganz werden herausfinden. Dass wir uns aber so nach wie irgend möglich an die Wahrheit her bewegen. Auf dem dritten Weg, auf dieser Suche nach Wahrheit. Also suchen wir nach Überzeugungen, die vielleicht so wahr wie möglich sind, so nach der Wahrheit wie möglich. Ich muss erkennen, dass wir nie ganz werden ankommen. Die Suche nach Wahrheit prüft unser Glaubensgebäude und renoviert es. Und ich glaube, das ist der Weg, wo am Schluss etwas daraus entstehen darf, was gut ist, was konstruktiv ist, was uns weiterbringt, was uns näher an die Wahrheit bringt.
Wir sind nicht die Ersten, die das machen. Also es ist ja so, dass die Bibel ja vor ein paar Jahren geschrieben wurde und dort berichtet uns, in der Apostelgeschichte, berichten sie uns, dass sie dort grosse Fragen hatten, weil gewisse Überzeugungen nicht gepasst haben mit dem, was gewisse erlebt haben und was andere an Überzeugungen gebracht haben. Und das kann ja mal vorkommen, dass Überzeugungen, so überzeugend wie sie mögen sein, gar nicht so unumstritten sind. Andere haben andere Überzeugungen, andere sehen es anders, vielleicht sind sie sogar schlicht falsch. Nur weil wir überzogen sind davon, heisst es nicht, dass es richtig ist. Also etwa 50 nach Christus, wo der Paulus unterwegs war und allen gelehrt hat, dass man durch Glauben und Gnade von Gott gerettet wird, ist etwas reingekommen. Eine neue oder eine alte Meinung. Eine Meinung, die es nicht stehen konnte, dass man allein durch Glauben und Gnade von Gott gerettet wird. Eine Meinung, die sich bedient hat an alten Traditionen. Es sind Menschen zum Paulus und seinen Leuten gekommen, die gesagt haben, wenn ihr euch nicht beschneiden lässt, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Die haben etwas ganz anderes gefordert in dieser wichtigen Frage, wie man gerettet wird. Die einen sagen, aus Gnade, innere Entscheidung, Zuwendung zu Gott, wir kennen das, oder? Wir reden auch so. Und andere sagen, nein, so wie dort mal das Gesetz geschrieben ist worden, so muss man es auch heute noch machen. Die Beschneidung steht für das. Es sind Überzeugungen aufeinander gebracht. Und man könnte jetzt schnell sagen, ja, aber ganz ehrlich, das ist alter Kaffee. Ist es nicht. Das Christentum ist aus dem Judentum entstanden. Und im Judentum ist das normal gewesen, ist es völlig klar gewesen, dass das dazugehört. Also für die war es nicht einfach logisch gewesen, ja, Beschneidung ist alter Kaffee, machen wir heute nicht mehr. Die Forderung war berechtigt gewesen. Also die Überzeugungen sind aufeinander gebracht, das hat nicht gepasst. Und man hat angefangen zu diskutieren. Und man hat gemerkt, das ist so eine wichtige Frage. Es geht um die Rettung. Es geht darum, wenn anerkennt Gott meine Entscheidung, dass ich zu ihm möchte gehören. Das ist eine wichtige Frage. Man hat gesagt, okay, wir treffen uns in Jerusalem mit allen wichtigen Menschen, die in diesen Fragen mitreden dürfen, und wir diskutieren zusammen, wir klären es miteinander. Es war die Entscheidung, dass man sich auf die Suche nach Wahrheit begibt. Ich glaube, die waren hier genug demütig gewesen, sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht geschafft, um zu sagen, okay, wir haben hier Haltungen, aber es kann sein, dass die nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Man hat ja diskutiert, man hat Argumente vorgebracht, ich empfehle euch, das mal nachzulesen, Apostelgeschichte 15, ist eine spannende, wirklich spannende Szenerie. Und so gegen Schluss der Diskussion, nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hat, steht hier, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, als Christen, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch. Und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Sie und wir. Sie sind die Christen, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben. Die Bibel nennt das auch Heiden, also die meisten da drinnen, oder? Und wir, die jüdischen Ursprungs sind. Und der Petrus bezieht sich hier auf dieses Erlebnis mit dem Cornelius, einem römischen Hauptmann, der nicht jüdisch war und der eigentlich der Erste war, der mit dem Jesus in Kontakt ist gekommen, mit dem Evangelium in Kontakt ist gekommen, der nicht aus jüdischer Tradition stammt. Und der Petrus erzählt, wie er erlebt hat, dass sich der Cornelius verändert hat. Er hat gesehen, obwohl der nicht, wie die anderen fordern, beschnitten war, sich entschieden hat für Gott, für Jesus, ihm nachzufolgen. Er hat gesehen und kann bezeugen, wie der Heilige Geist ihn verändert hat, wie er gewirkt hat. Und er kommt zum Schluss, mein Erleben sagt, es hat gelangt. Gott selber hat es bestätigt. Der Cornelius, der ist durch. Warum wollte Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selber zu tragen vermochten?
nimmt er wieder Bezug aufs Gesetz, das man einhalten sollte. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Also er bringt seine Erfahrung rein und hinterfragt, warum das wir jetzt das Gesetz von Beschneidung noch denen auferlegen sollten, die doch wegen einer inneren Umkehr zu Jesus gefunden haben. Natürlich ist der Petrus heiß und wir kennen ihn, oder? Der kann steil gehen. Aber sein Zeug ist, dass man auch sagt, ist nicht einfach bla bla, um den Gegner den Mund tot zu machen, sondern er bringt sein Erlebnis. Er hat erlebt, wie Gott Menschen zu sich bringt, zu sich hält, ohne die Gesetze direkt so einzuhalten. Das hat etwas Wert. Das ist Erleben. Später setzt der Jakobus, der Leiter dieser Gemeinde, zum Schlusswort an. Und zuerst zitiert der Propheten, die sagen, und er bestätigt damit, was der Petrus sagt, schon in den Propheten und in den alten Schriften steht, dass Gott alle Völker, nicht nur die Juden, alle Völker möchte zu sich holen. Was hier also der Petrus bezeugt aus eigenem Erleben, ist genau das, was schon lange vorausgesagt wurde. Und der Jakobus macht nachher eine Abwägung. Er nimmt die Schrift zur Hilfe, nimmt das Erleben zur Hilfe und die Überzeugung von all denen, die zusammenkommt, und er trifft eine Entscheidung. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Ich nehme an, Ihnen ist ein Stein vom Herz gefallen. Das ist eine wichtige Frage. Und die Entscheidung ist nach bestem Wissen und Gewissen getroffen worden. Jakobus hat die Leute angehört, hat Geschichten angehört, hat die Bibel angeschaut und ist zu diesem Schluss gekommen. Und am Schluss ist ein Brief rausgegangen an die Leute, die nicht gewusst haben, müssen sie oder müssen sie nicht. Und dort ist gestanden, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig. Und nun lebt wohl. Ein grossartiges Beispiel, wie sie es geklärt haben. Wie gesagt, ich glaube, sie waren mega froh gewesen, ist es so entschieden worden. Aber es war nicht leichtfertig gewesen, sondern man hat das diskutiert, man hat das auf die Probe gestellt, man hat Überzeugungen auf die Probe gestellt und hat einen Weg gefunden. Zusammen mit dem Heiligen Geist, in anderer Übersetzung steht, dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen. Man hat gerungen darum, man hat die Frage in die Mitte genommen und man hat mutig eine Entscheidung getroffen. Die Sachen, die sie da unterlassen sollen, die sind gar nicht unbedingt auf «Bist du gerettet oder nicht?» auf diese Frage bezogen. Auf die geht er gar nicht ein, sondern es sind Sachen, wo er wie sagt, hey, haltet euch an das, weil das ist unsere Tradition, so leben wir. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist das rücksichtslos, das ist befremdlich, es ist komisch, es ist daneben. Also es ist irgendwie ein Wunsch, das wertzuschätzen, was bis jetzt war und gegolten hat, ohne die Verpflichtung, es ganz genau so zu machen. So ist der Kompromiss gefunden worden. So ist dort mal 50 nach Christus der Glaube weiterentwickelt worden. Die Frage hat das Potenzial zum Gemeindespalten, zum Christen hintereinander bringen, zum die Leute auseinanderbringen. In diesem Beispiel ist es gut gegangen. Ich glaube, in diesem Raum oder an dem Ort, wo die Leute diskutiert haben, das waren alles Menschen, die Gott lieben, die Menschen gerne haben und die sich auf die Fahne geschrieben haben, nach der Wahrheit zu streben. Die Suche nach dem Besten für Menschen und für Gott. Und das ist dabei herausgekommen. Das kann passieren, wenn man nach Wahrheit sucht. Wenn wir das lesen, die Texte, dann merken wir ja, es hat sich auch das wieder weiterentwickelt. Heute sind gewisse Themen, die hier gebracht sind, nicht mehr so ein Thema. Und das ist nicht der absolut letzte Schluss gewesen, sondern es ist weitergegangen, es sind neue Diskussionen gekommen. Die Kirchengeschichte ist geprägt von Diskussionen. Und das, was wir heute haben, das, was wir heute für richtig und für die Basis vom Glauben anschauen, hat auch eine Geschichte. Und auch das darf man zwischendurch vornehmen und anschauen und darüber diskutieren. Auf dass es dem Heiligen Geist und uns wieder gefällt.
Das sind die wichtigen Fragen vom Leben, oder? Und ich habe so das Gefühl, dass die wichtigen Fragen vom Leben nur ich für mich klären kann. Weil sonst würde sie jemand aufschreiben und dann hätten wir das Thema endlich erledigt. Aber wenn ich so mich und die Menschen um mich herum anschaue, dann denke ich mir, die wichtigen Fragen, die muss jedes für sich selber irgendwie durchbuchstabieren. Nicht allein, aber selber. Jeder muss selber zu Überzeugungen gelangen. Deine Überzeugung, die mag grossartig sein, vielleicht inspiriert sie mich. Aber für mich gilt sie nicht. Ich muss selber durch. Ich muss selber, so wie die Apostel in diesem Konzil, meine Fragen mit Menschen und Gott wälzen und selber zu Überzeugungen gelangen. Weil erst dann sind es Überzeugungen. Sonst sind es Meinungen, Haltungen. Cool, wenn wir einander kennen. Aber eine Überzeugung kommt von innen raus. Und wenn Fragen kommen, die ich probiere zu klären, dann komme ich vielleicht da und dort an einen Ort und ich sage, okay, die Frage die kann ich jetzt nicht schluss und endlich klären, sondern ich komme irgendeinen Frieden darüber, dass ich die Frage jetzt heute nicht klären muss. Aber der Frieden, der geht für mich. Das hilft jetzt überhaupt nicht, wenn jemand die gleiche Frage hat und sagt, ich habe jetzt einen Frieden darüber. Und in diesem Klären von diesen Fragen, von diesen grossen Fragen vom Leben, manchmal sind es theologische Spannungen, die wir nicht zusammenbringen, jetzt die eben Gott versorgt und gleich irgendwie nicht. Das sind riesige Fragen, da sind wir auch nicht die Ersten, die sich darum kümmern, oder? Aber es gibt auch ganz kleine, feine Fragen, dein Erleben, dein Glauben, deine Überzeugung, die immer wieder herausgefordert sind. Und ich glaube, es lohnt sich, die Fragen zu stellen und sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und für das habe ich 3 konkrete Gedanken, die uns helfen können, Orientierung zu finden im Gedankengewirr, das manchmal ist. Es ist nicht eine Liste, die du befolgen musst, ein Plan, wo du nachher zu deiner Antwort kommst, sondern es sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt so ein bisschen Leitplanken, es gibt deine Basis. Und es kann helfen, die Fragen auf eine gute Art anzugehen. Das Erste ist, bleib verbunden. Was die Apostel gemacht haben, wo die Frage ist aufgekommen, ist, sie sind nicht auseinander, sondern sie sind zusammengekommen. Und manchmal, wenn ich ein bisschen umschaue, habe ich das Gefühl, wenn Fragen auftauchen, dann ist die Reaktion eigentlich die, man geht ins stille Kämmerchen, man klärt die Frage für sich und dann kommst du mit einer neuen Überzeugung wieder aus dem Kämmerchen raus und die Leute kennen dich gar nicht wieder. Irgendwie ist es gefährlich. Eine offene Frage, wo nicht einer im Raum die Antwort hat, das ist ja manchmal so. Die machen darüber Austausch und am Schluss kommt der XY, der schon weiss, wie es ist, oder? Es wirkt, als wäre es empfindlich, offene Fragen, wo vielleicht gar keine direkte Antwort darauf bekommst, in einer Gruppe zu diskutieren. Man macht sich irgendwie verletzlich. Darf ich die Frage überhaupt stellen? Und dann gibt es da eine Small Group, der schon die Antwort weiss. Und das wollte ich manchmal auch nicht hören. Die Verlockung ist gross, sich mit Fragen zurückzuziehen. Ich glaube, dass Gott unsere Gemeinschaft ruft mit diesen Fragen. Weil wir erstens nicht die Einzigen sind, die die Fragen haben. Und zweitens, zusammen können wir ringen und uns gemeinsam auf die Suche nach Wahrheit begeben. Es braucht vielleicht ein bisschen Überwindung, aber ich lade euch herzlich ein, euch der Gemeinschaft zuzumuten. Euren Freunden, euren lieben Menschen, die vielleicht Fragen haben, die ganz ähnlich geartet sind. Zusammen Gott fragen, zusammen in Schrift forschen, zusammen darum ringen. Wir Menschen sind geschaffen für Beziehung, auch in Fragen. Das Zweite ist, eins nach dem anderen. Ich meine, es ist ja schon so, die Mauer, wenn man es mal ein bisschen kritisch anschaut, das Gebäude, überall könnte man irgendetwas noch ändern oder machen oder tun. Am liebsten würdest du alles abräumen und wieder neu aufbauen. Und dann ist es nachher endlich geklärt, oder? Dann haben wir nachher endlich die Basis, die bis jetzt gefällt hat. Die Erfahrung zeigt, dass mit jeder Frage, die beantwortet wurde, weitere Fragen kommen. Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß. Das hat einer gesagt, was weiß. Der Albert Einstein, ein gescheiter Mensch, und er hat erkannt, dass Fragen oder vor allem Antworten zu noch mehr Fragen führen. Und das ist etwas,
Das können viele von uns bestätigen. Das Zitat zeigt, dass es eigentlich nicht ein Ankommen durch Wissen gibt. Jetzt weiss ich endlich alles, was ich muss wissen, dass ich endlich bin angekommen in meinem Leben, dass ich endlich alles habe. Das scheint es offenbar nicht zu geben. Und das ist der Einstein nicht der Erste. Das hat schon Philosophen vor Tausenden von Jahren gegeben, die das herausgekommen haben. Wir können also ganz entspannt eine Frage nach der anderen nehmen. Da ein bisschen rumbüscheln, hoffen, dass nicht alles zusammenkrautet, oder? Da mal eins rausnehmen. Sich mit dem ein bisschen beschäftigen. Gut anschauen. Und dann stellen wir es wieder her. Und dann hat unser Gebäude schon ein bisschen eine andere Form. Und dann nehmen wir die nächste. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns die Fragen richtig annehmen und dafür nicht gerade alle aufs Mal nehmen. Vielleicht kann es in dem mal helfen, mal aufzuschreiben, wo habe ich denn keine Fragen? Was ist im Moment klar für mich? Wo merke ich, da kann ich von Herzen glauben und mich freuen darüber, dass es so ist? Das mal aufschreiben. Das kann auch gut helfen. Manchmal hat man das Gefühl, alles ist gewackelig. Und der dritte und letzte Punkt ist, wir brauchen dafür eine grosse Portion Demut. Ich bin ziemlich sicher, dass du nicht der Erste bist, der diese spezifische Frage stellt. Du bist nicht der oder die diese Frage entdeckt hat, die das Ganze zum Sprengen bringt, die das Ganze verblasst. Du hast nicht etwas entdeckt, das man nicht hätte dürfen entdecken. Du hast Fragen. Andere haben die Fragen auch. Ich lade dich offen zu sein, zuzuhören, auf Rat zu hören. Und dabei natürlich, nicht jeder Rat ist hilfreich. Also geht mal auf YouTube, da gibt es so viel Rat. Es gibt auch Unrat. Aber es gibt Rat und Weisheit. Und ich lade dich offen zu sein. Gerade bei anderen Menschen, gerade bei Menschen, die du vertraust. Und demütig sein heisst nicht zuletzt auch zu anerkennen, dass das, was wir geschenkt haben, hier oben, unser Verstand, so grossartig wie er mal sein. Nicht jeder von uns ist ein Einstein, aber, oder? Der Verstand, das ist etwas, es gibt etwas her. Wir können denken, wir können forschen, da können wir etwas machen damit. Das ist von Gott geschenkt und das ist zum Einsetzen da. Aber er hat auch Grenzen. Er ist nicht in der Lage, Gott zu erfassen. Er ist nicht in der Lage, die Wahrheit zu erfassen. Letztendlich. Demütig sein heisst auch, zu anerkennen, dass am Schluss nicht jede Frage durch unsere Schlauheit beantwortet wird. Und so können wir dann halt mit diesen Fragen, wo es keine Antwort gibt, trotzdem irgendwo ankommen, weil uns Gott den nötigen Frieden gibt. Weil das Versprechen, das Gott macht, ist nicht, ich werde dir jede Frage beantworten, sondern das Versprechen ist, ich werde dir Frieden geben. Frieden, der über unserem Verstand ist. Fragen und Zweifel sind nicht primär Stolpersteine. Im Gegenteil, sie sind Chancen. Sie sind Chancen, Möglichkeiten, um Wahrheit zu entdecken, der Wahrheit näher zu kommen. Und ich glaube, es kann extrem bereichernd sein, die Fragen zu stellen, auch wenn sie vielleicht zu Stunden extrem stützende Rolle haben. Unsere Überzeugung eine stützende Rolle hat, die wir in Frage stellen. Ich glaube, es lohnt sich. Haben wir nicht Angst, dass wir Gott kaputt machen. Er steht drüber. Und zum Schluss noch ein Wort zu schwierigen Fragen, die aus schwierigen Situationen herauskommen. Es gibt Erfahrungen, die wir machen, das sind einfach schlimme Erfahrungen. Leid. Nicht nur, wenn wir in die Welt schauen, sondern wenn wir bei uns merken, Leid, Missbrauch, Gewalt, was auch immer. Schwierige Erfahrungen sind vor allem etwas. Schwierige Erfahrungen. Sagen wir nicht, ja, die habe ich müssen machen, die Erfahrung, dass ich die richtige Frage stellen durfte. Gott hat mir das geschenkt, dass ich auch die richtige Frage stellen konnte. Das möchte ich nicht sagen. Aber schwierige Erfahrungen nötigen uns zu fragen. Sie werfen Fragen aus und diese Fragen sind es wert, gestellt zu werden. Nicht zweckoptimistisch im Sinne von, wir brauchen es, dass wir die richtigen Fragen stellen. Das fände ich nicht richtig.
Anerkennen wir, dass schwierige Erfahrungen sind. Aber Fragen, die daraus entstehen, sind es wert, gestellt zu werden. Wir bei Gott finden wir zum Teil Antwort und sicher Frieden. Darum lasst uns fragend bleiben. Es ist eine Einladung, die Serie ist eine Einladung, unsere Fragen zu stellen. Unsere Fragen zu bringen zu Gott und zu unseren Freunden. Damit wir der Wahrheit ein Stückchen näher kommen können mit unseren Fragen. Jesus, ich danke dir, dass du nicht vom Himmel oben runter bist gekommen und den Aposteln gesagt hast, wie es richtig ist und wie es müsste sein und was jetzt ganz konkret die Wahrheit wäre, sondern du hast sie feilschen, du hast sie ausprobieren, du hast sie entscheiden. Und du lässt auch uns entscheiden, du lässt auch uns forschen, fragen. Und Heiliger Geist, du begleitest uns in dem. Und ich bitte dich, dass du uns in unserer Fragerei segnest. Dass wir Fragen überhaupt wahrnehmen dürfen. Dass wir mit unseren Fragen richtig umgehen dürfen, mit den kleinen und den grossen Fragen des Lebens. Dass wir nicht Wissende sind, sondern Fragende sind, die unterwegs sind, auf der Suche nach deiner Wahrheit, auf der Suche nach deinem Frieden. Und segne auch uns, wenn wir Leute beistehen mit Fragen, dass wir auch in die Frage einstimmen und Fragen zu dir kommen. Amen. Wir haben jetzt die Worship-Zeit, wo wir Gott anbeten. Und du bist eingeladen, mit deinen Fragen dran zu bleiben. Und du kannst ins Gebet gehen. Wir haben hier einen Bettenden, die für dich beten, die es lieben, dich zu segnen, egal ob es zum Thema passt oder etwas anderes. Du kannst online über die eingeblendete Nummer kannst dich bei uns melden mit einer Textnachricht, dann schreibt dir jemand zurück und dann betet jemand für dich. Du kannst Zeit mit Gott verbringen, einfach beim Kreuz oder dann beim Abendmahl. Bringt eure Fragen vor den Thron von Gott. Und wenn ihr keine Fragen habt, dann betet ihn einfach an, das ist auch grossartig. Man muss nicht immer Fragen haben, aber oft haben wir es. Bringt sie. Und am Schluss eine Ermutigung an unsere Small Groups. Bleibt fragend. Bleibt fragend und werdet nicht wissend. Sondern bleibt dran. Mit den Sachen, die euch beschäftigen. Und ich glaube, das ist nicht eine Frage vom Alter. Fragen kommen immer wieder. Je mehr Antworten, desto mehr Fragen. Bleiben wir dran. Tun wir uns gegenseitig einander zumuten mit unseren Fragen.